YouTube? Ich bin ein transparenter Streamer und deswegen werde ich euch alle meine Einnahmen zeigen, wie jedes Jahr. Scheißegal, wie viel ich verdiene. Da, wo ich angefangen habe, habe ich 100 Euro verdient. Jetzt ist es ein bisschen mehr. Und wie viel es wirklich mehr sind, seht ihr jetzt. Hey du, was trägst du da? Das ist übergeil. Ich? Ja, du! Was ist das? Hungerbird! Zieh mal aus, was ist da drunter? Zieh mal aus! Was? Ausziehen? Na klar! Hast du auch ein T-Shirt? Na klar! Und es gibt noch viel mehr! Ha! Das muss ich kaufen! Zieh doch mal aus! Nochmal ausziehen? Ich hab nicht mehr! Alles fast leer! Rein schnell! Was? Bei Ausverkauf? Kaufen! www.letzugo.shop. Die beste Entscheidung meines Lebens. Wir fangen mit dem Zweikanal an. Hetzlugo habe ich dieses Jahr angefangen, halt Videos hochzuladen. Hatte ich eine sehr lange Pause. Okay, wir fangen einfach mal slow an. Letzte 28 Tage, 2600. Kann man machen. Nimmt mal mit. Zweikanal. Muss ich dazu sagen, kommen nicht so viele Videos. Ja, okay, gut. Ja, oh, die ganzen Samus Wild Reactions kamen da, die meinen ganzen Kanal gefickt haben. Digga, die Samus Wild Reactions haben keinen Schwanz gejuckt. Okay, wir gehen Analytics. Umsatz. Alright. Boah, ich schätze jetzt. Was denkt ihr, wie viel? By the way, das soll kein Flex sein, ne? Das soll, oh Gott, kein Flex sein. Alles, was ich jetzt zeige, soll überhaupt kein Flex sein. Es ist mir sogar eher unangenehm. Es ist nur, weil ich es jedes Jahr mache und Hashtag transparent bin. Weil ihr mir sozusagen dieses Geld ermöglicht. Okay? Damit ihr Bescheid wisst. Das soll kein Flex sein. Boah, ich sag... Ich habe nicht so viel hochgeladen. Ich habe nicht so viel hochgeladen. Ich sag 17.000. Oh! Okay. Ja, wie gesagt, ich habe nicht viel hochgeladen. Also 11.000 schmecken immer noch, ne? Also, Bro. Okay, damit wir das ganz kurz gemacht haben. Reaction-Kanal gerade 80 Euro. Hey! Woo! Ich glaube, der andere hat aber ein bisschen mehr, aber ich habe da gerade die Login-Daten nicht. Aber wenn wir schon bei Reaction-Kanal sind, würde es mich sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal hier abonnieren würdet. Der ist nämlich komplett neu, brandneu, okay? Weil der alte Kanal, der andere Kanal tot ist. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da ein bisschen abonnieren würdet, ein paar Videos euch anschauen würdet. Und ja, alright, wir sind aber noch bei Hetzlugo. Ja, 11.000, ich habe 30 Videos hochgeladen, 11.000 Euro verdient. Kann man machen. Unverdient, hast recht. Alright, machen wir weiter mit... Okay, die nächsten 3 Channel, die ballern richtig. Also ich muss sagen, ich glaube, dieses Jahr war das beste YouTube-Jahr, was ich hier hatte. Also wirklich crazy. Vor allem Gaming, Digga. Gaming war krass. Ich würde sagen, wir fangen an mit Main-Kanal. 13.000 Euro, letzte 28 Tage. Schmeckt. Und du sagst immer, du bist broke. Digga, ey, das war so aggressiv, dass Leute das immer noch sagen. Ich sage schon lange nicht mehr, dass ich arm bin oder broke bin. Das habe ich vor 2 Jahren immer gesagt und da hat es auch schon nicht gestimmt. Aber ich sag das gar nicht mehr. Ich sag das überhaupt nicht mehr. Real Talk, ich sag das nicht. Ja, 13.000 Euro in den letzten 28 Tagen, also 1 Monat. Dazu muss man sagen, Samus Wild hat natürlich gegönnt. Ne? Wir sind ja gerade mitten in der Samus Wild Phase plus Crafting Phase plus Dezember CPM Phase. Dafür sagst du immer, wer reicher ist als du. Das stimmt. Power Plaza zum Beispiel. Digga, der hat hier nicht 30.000 stehen, der hat wahrscheinlich das 3-4-fache da stehen, wenn überhaupt. Aber, ja, damit muss ich auch aufhören, das stimmt. Dann gucken wir mal, wie viele es dieses Jahr sind. Wir fangen mal slow an, wir machen mal 90 Tage, 3 Monate. Boah, da könnte ich gar nicht sagen, wie viel. Meine Prediction ist 27.000 in den letzten 90 Tagen. Prediction war gut. 26.000 Euro habe ich gemacht in den letzten 3 Monaten mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Videos. Dazu muss man sagen, dass die Videos auf dem Kanal halt, ne, die sind halt, die brauchen länger. Alright. Boah, ich habe gar keinen Bock, das zu zeigen eigentlich, ne? Ich guck mal selber, wie viel seit Erstellung. Ah, nee, ich wollte letztes 1 Jahr machen, ne? Ich guck mal seit Erstellung trotzdem. Digga, die Zahlen, was? Bro, seit Erstellung und letzte 365 Tage ist nicht so ein krasser Unterschied. Bro, wie viel habe ich dieses Jahr gemacht? Was? Ach du Scheiße, Digga. Okay.
Letzte 365 Tage. Es ist einfach nur peinlich hier schon einfach. Also ich schäme mich dafür. Ich schwöre, ich schäme mich dafür. 91.000. Not bad, Digga, das ist crazy. 91.000. Geht klar, dachte mehr? Okay, aber jetzt. Ich weiß gar nicht, wie ich das zeigen will. Ja, komm, scheiß drauf. Guck mal, wisst ihr, was halt wirklich krass daran an dieser Zahl ist? Seit Erstellung. Mein Kanal gibt es seit 2014. Okay? Seit Erstellung 178.000. Bro, ich habe mehr als die Hälfte dieses Jahr gemacht. Ja, okay, never mind. Ich habe die Hälfte dieses Jahr gemacht. Nicht, ich bin dumm, ich kann nicht rechnen, glaube ich. Oder? 9 plus 9? Nee, doch. Doch, ist richtig. Mehr als die Hälfte habe ich dieses Jahr gemacht. Aber, ne, was halt viele immer vergessen und jetzt sagen, es hat nicht so angefangen. Und da sieht man es richtig. Es hat nicht so angefangen, Bro. Es hat so angefangen. Und irgendwann war es so. Es ist ein langer Weg, aber diesen Weg kriegen halt gar keine Leute, also kriegen nicht viele mit. Ich will nicht, also ich will trotzdem, dass ich verdiene viel zu viel. Das ist, glaube ich, klar. Aber dieser Weg hier kriegen viele immer nicht mit. Man muss erstmal dahin kommen, okay? Und wenn man dann da angekommen ist, dann ballert's richtig. Dann ist crazy. Ja, davon Steuern und jetzt kommen Leute. Also, du musst ja gar keine Steuern zahlen. Jungs, ich muss Steuern bezahlen. Leider, es ist so. Ich bin auf Madeira, ja, aber ich muss trotzdem Steuern bezahlen. Es ist nicht so viel wie in Deutschland, aber es ist gleich oder nicht. Also, es ist auf jeden Fall weniger als in Deutschland. Ich wohne nicht in Deutschland. In Deutschland sind die Steuern da sind mir komplett egal. Ich habe damit nichts zu tun. Aber Madeira-Steuern sind gleich oder einen Ticken weniger als Luxemburg, aber jetzt auch nicht so ein krasser Unterschied. Also, es sind schon weniger Steuern, aber ich muss trotzdem Steuern bezahlen. Plus, Thumbnail-Designer muss ich bezahlen. Cutter muss ich bezahlen. Die Videos kommen nicht von alleine. Die Videos an sich kosten, ne? Das vergessen auch immer Leute. Leute denken, 91.000? Er hat 91.000 auf seinem Konto. Nein, habe ich nicht. Bro, davon geht's, ich würde jetzt nicht sagen die Hälfte, aber 40-30% davon geht für Steuern weg. Ich muss Cutter bezahlen, ich muss Thumbnails bezahlen, ich muss die Videos an sich bezahlen. Da kostet ein Video, kann auch schon mal über 1.000 Euro kosten. Bla bla bla, checkt ihr? Wenn ich den Mods alles schenke, was sie wollen, Zuschauer schenken, was sie wollen, Zimmer dekorieren, Mystery Boxen, die über 1.000 Euro kosten, bla bla bla, checkt ihr? Damit ihr das auch im Hinterkopf habt. Das kostet, also das ist nur der Umsatz. Gewinn ist was anderes. Alright, wir machen weiter. Wir machen weiter mit Let's Go Live. Digga, Let's Go Live ist auch verrückt, ne? Also Let's Go Live hat auch so eine Geschichte hinter sich. 9.500 in den letzten 28 Tagen, das ist geisteskrank. Und vor allem, wenn man bedenkt, dass diese ganzen Videos, die da live kommen, ohne diesen Channel niemals live gehen würden. Also keiner würde die uploaden, gäbe es den Channel nicht. Das sind einfach nur Sachen, die im Stream passieren und einfach als Videos hochgeladen werden. Das ist verrückt. Respektloser Titel, lustige TikToks, die mit Stefan trainieren, in Klammern Free Solo. Aber Let's Go Live hat sogar eine Geschichte, okay? Da hat ja nämlich davor Luca alles gemacht. Ich kann euch aber von einem random Monat kann ich euch aber zeigen, was Luca verdient hat. Da hat Luca den Channel zum Beispiel gemacht. Das war September. Da hat zum Beispiel Luca den Channel gemacht. Und seitdem Faki den Channel macht, sieht es halt so aus. Dazu muss man auch sagen, wir haben November, Dezember jetzt mittlerweile. Ne, das muss man dazu sagen. So, aber, ja. Okay, ich guck mal, letzte 90 Tage. Lädt. Ja, okay, kann man machen. 20.000, letzte 90 Tage. Faki hat jetzt schon die Hälfte gemacht. Ne? Aber das Prickelnde ist letzte 365 Tage. Wir gucken. Wie viel habe ich in einem Jahr für die Let's Go Live? Digga, die Zahl ist so groß, die muss ja, 42.000? Okay. Ey, Jungs. Wann hat Faki angefangen mit Arbeiten? Digga, man sieht das so krass. Ey, Jungs, was denkt ihr? Wo hat Luca aufgehört, wo hat Faki angefangen? Digga, das ist so krass. Bro, also für die, die es nicht checken, Luca ist ein Mod von mir, der hat den Kanal gemacht, aber der hat das immer richtig scheiße gemacht. Aber ich habe ihn einfach weitermachen lassen, weil ich ihn nicht kündigen konnte. Aber irgendwann war es dann so weit, wo ich dachte, scheiß drauf. Da habe ich random Faki gefunden und der carried den ganzen Kanal. Ist das nicht auch CPM gegründet? Nee, das sind ja die Klicks, Bro. Das ist ja nur die Klicks hier. Das ist ja, Umsatz ist hier. Also, ne, Umsatz könnte man jetzt sagen, ja, aber das ist ja nur die Klicks hier. Wie viel er bekommt,
hier bekommt der den Kanal macht, 30%. Heißt, von 42.000 hat er jetzt 12.900. Also, ich sag mal so, gut bezahlt. Gut bezahlt. Wie viel er das wirklich... Also, Digga, Faki... Vor allem, wenn man das hier bedenkt, Digga. Das ist ja... Guck mal, das ist ja nur ein Monat, Bro. 30% von 9.500. 0,3 mal... Machen wir einfach 10k. 3k. Schmeckt. Und das ist ja nicht alles, was Faki dieses Jahr gemacht hat, ne? Faki hat nämlich auch noch, und da kommen wir jetzt hin, Let's Hugo Gaming gemacht, wo er auch 30% bekommt. Und Gaming ist, das sage ich jetzt schon mal, es war richtig, das ist wirklich kein Witz, es war wirklich anstrengend, diese ganzen Videos da hochzuladen. Man muss erstmal die Ideen bekommen, Faki muss Nacht durchmachen, die Thumbnails müssen gemacht werden, bla bla bla, die sind alle direkt, also Digga, ich sag ehrlich, Gaming war Krampf, aber im Endeffekt hat sich alles gelohnt. Wenn man sich die Abos, Klicks, bla bla bla, es hat sich alles gelohnt. Darf ich vorstellen, Jungs, das soll kein Flex sein, mein bester Kanal jemals in den letzten 28 Tagen, was Zahlen angeht. Ich hatte sowas noch nie bei irgendeinem anderen Channel. Okay? Es ist verrückt. Es ist wirklich verrückt. 21.000 in einem Monat, 3,5 Millionen Klicks in einem Monat, 21.000 Subs in einem Monat. Let's Hugo Gaming ist verrückt, Digga. Es ist wirklich verrückt. Bruder, alle Videos, die auf Let's Hugo Gaming gekommen sind, sind so geil. Ich habe ja vor Crafting habe ich immer so Ideen aufgeschrieben, was ich machen will. Die habe ich alle durchgezogen und es ist übergeil geworden. Also ich finde, die Gaming-Videos sind so geil geworden. Thumbnails, ne, die müssen auch bezahlt werden. Die Thumbnails sind auch crazy geil geworden. Also Gaming-Channel war Peak. Das war wirklich Peak-Content. Gaming hatte so viele Cutter schon. Luca am Anfang, dann Kajunji, Wengo und jetzt Faki. Ja, und Banani auch noch. Banani macht ja eigentlich. Ja, und hier, Digga, hier kann Faki, Bruder, hier kriegt Faki als Gehalt 6.300, Digga. Dann auch mit dem von Let's Hugo Live. Er hat 9k, er hat fast 10k gemacht, Bro. Er hat fast 10k gemacht in einem Monat. Das ist so krass. Der Thumbnail Designer hat 50 pro Thumbnail bekommen. Falls euch das interessiert, habe ich noch was bezahlt. Doch Gaming habe ich sonst nichts bezahlt. Gaming ist nur Cutter und Thumbnails werden Crafted, sonst halt Server und so. Dann können wir gucken. Wollt ihr irgendwie wissen, wer was für ein Video wie viel gemacht hat? So ein einzelnes? Wir können mal Manhunt machen. 40 Minuten Video, Manhunt hat 1400. Da kann man nicht meckern. Hier Finale Krieg hat 1700. Das ist verrückt. Jungs, Dankeschön. Ich kann nur Dankeschön sagen, weil ihr seid schuld, dass ich so viel verdiene. Weil ihr die ganzen Videos guckt. Dankeschön. Wirklich. Ich bin transparent und mache das jedes Jahr. Weil, keine Ahnung. Also, mein Vater sagt immer, ich soll die Schnauze halten und so. Das stimmt auch. Ist wahrscheinlich smarter. Aber, ja. Man kann es ich glaube, mittlerweile kann man das sich denken, wenn man so Stats und so guckt. Wenn man es unbedingt wissen will, kann man es denken. Das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr denkt, ich verdiene viel zu viel, lasst auf jeden Fall ein Like da. Kauft mein Merch. Yalla.